Liebe Freunde von Saz, kurdischer Gitarre, heute Special. Wir haben hier einen Gast. Hallo zusammen. Das ist mein Freund Cemil. Genau, willst du mich vorstellen oder soll ich das selber machen? Ja, du kannst ihn nennen. Ja, Cemil wohnt auch hier bei uns. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange und wir haben ganz oft jeden Freitag zusammen gespielt, ganz oft türkische Bağlama. Wir haben aber auch versucht, also er hat Bağlama gespielt und ich habe Düz, also diese hier. Und er hat auch einen Saz-Kurs richtig gemacht und nach Noten gelernt und seine Muttersprache ist Türkisch. Wir wollen heute ein bisschen erstmal gucken, also wenn man die beiden einander gegenüberstellt, dann sieht man ja sofort, weil ihr fragt manchmal so Kurdisch oder Bağlama oder Kısasap, das ist ja Kısasap, Jimmy, genau. Ne? Das ist richtig Bağlama. So meine ist ja eigentlich so richtig kurdisch, kann man sagen. Und dann sieht man auch hier, ich habe hier unten nur 2, Jimmy hat 3, ne? Und er hat hier 19 Perde, Seiten. Ich habe 3, hier fehlt 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20. Ich habe 23, also ich habe 4 Perde, habe ich mehr, ne? Diese schwarzen Dinger. Mehr als Jimmy. Und sonst Korpus, ist ja eigentlich so hier, ist ja etwa gleich. Ähnlich, ne? Genau. Aber er hat eine richtig edle Gitarre. Saz, Kısasap hat er sich vor kurzem erst gekauft. Willst du zu Genau. deinem Saz was sagen? Ja, also ich habe schon mehrere Bağlama gehabt, verschiedenes ausprobiert und es gibt ja, also die unterscheiden sich in der Qualität ja immer, kommt ja auf das Holz an, was man verwendet dafür, ne? Und Dut Ağacı zum Beispiel, das ist halt, was ist ein Dut auf Deutsch? Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist das ein Holz, was halt sich für Saz am besten bewährt hat, weil das Holz verzieht sich sehr wenig, das heißt man muss die Saiten weniger nachstellen, das hat natürlich auch einen Vorteil. Der Ton ist ein ganz anderer. Maulbeer. Maulbeerbau. Genau, Das ist Maulbeerbau. Material, das hört man auch, wenn man so schlägt. So. Genau. Je dünner die Schicht ist, hier das vordere Holzteil, desto besser ist die Qualität im Grunde auch. Ne? Weil der Ton ja direkt über den Hohlkörper übertragen wird, diesen Hohlraum, und dann ist der Bass auch dementsprechend höher. Genau, also ich bin sehr zufrieden damit. Der Unterschied, was du vielleicht vergessen hast zu sagen, ist einfach, gut, die ist jetzt länger, die ist kürzer und das bedeutet im Grunde, also die Länge gibt ja auch die Möglichkeiten der einzelnen Noten wieder, die man hat. Also das heißt, ich kann hier maximal 2 Akkorde spielen, während man auf der langen Gitarre mehr als 2 Akkorde spielt, ich glaube sogar 3. Und dementsprechend kann man höhere Töne erreichen, beziehungsweise tiefere, je nachdem wie man sie einstellt. Und genau, und jedes dieser Perde steht im Grunde für eine Note. Es gibt auch Zwischennoten, aber im Grunde bestehen ja alle Noten, die man in der Musik hat, aus 7 Grundnoten. Ne? Ob es jetzt im Lateinischen A, B, C und so weiter sind oder eben aus dem mesopotamischen Bereich, dass man sagt Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ja, kannst du die gerade mal spielen? Ja, genau. Also man spielt das halt unterschiedlich. Auf Also der langen sind die Noten woanders als auf der kurzen. Genau. Du hast jetzt einzeln gespielt. Ja. Man kann die auch als volle Töne spielen. Aha. Ne? Aber wenn man sie jetzt als einzeln spielt, ist. Ne? Aha. Man geht hier man findet die Noten quasi immer an der gleichen Stelle wieder. Und maximal kann man hier also 2 Akkorde erreichen. Genau, die Grundschritte, die man eigentlich lernt beim Saz-Unterricht, sind einmal die Noten an sich. Das sind die Basics im Musikunterricht. Also welche Noten gibt es überhaupt? Das sind ja diese 7 Grundnoten. Die Zwischennoten sind jetzt erstmal egal. Und dann gibt es im Grunde Wertigkeiten der Noten. Also manche Noten sind länger, manche sind kürzer.
hat ja auch was mit Gesang zu tun. Ne? Wenn man zum Beispiel ein langes Wort hat, dann muss man dementsprechend auch eine lange Note ausklingen lassen. Und also jede Note folgt einem bestimmten Takt. Und dieser Takt ist im Lied immer der gleiche. Und wie man quasi wie soll ich sagen, man hat eine bestimmte Zeit, in der man bestimmte Sätze ausspricht zum Beispiel. Und dementsprechend wählt man die Noten so aus, dass man diese Zeit füllt. Man kann sie mit schnellen Noten füllen, man kann sie mit kurzen Noten füllen. Also jede Note hat eine bestimmte Länge. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass wenn man erstmal den Einstieg gefunden hat in die Musik und ins Jazzspielen, dass man später tatsächlich auch mit Noten arbeitet. Ne? So nach Gehör ist eine schöne Sache, das funktioniert ja auch sehr gut für einfache Lieder, aber wenn es dann später zu schwierigeren Liedern kommt, wie zum Beispiel Lieder von Orhan Gencebay oder so, ne? Ja. Wo man dann wirklich alle Noten ausnutzt innerhalb eines Songs, sollte man auf jeden Fall auf Noten übergehen. Genau, also das spiegelt sich in der Qualität des Liedes natürlich auch wieder, ne? Weil ein Lied, das nach Noten gespielt wird, klingt natürlich auch immer anders. Ich sage jetzt mal salopp besser, als ein Lied, das einfach nur nach Gehör gespielt wird. Gibt es denn überhaupt Leute, die Bağlama nach Gehör professionell spielen, meinst du? Ja, also die ohne Saz-Kurs einfach sich selbst so etwas beigebracht haben, vom Hören her, ohne dass sie Ahnung von Noten haben. Kann ich mir vorstellen, ja. Also wenn man sich damit beschäftigt, ich meine, man muss auch so ein bisschen die Begabung für Musik haben. Ne? Man muss Musik mögen, also jemand, der Saz spielt, sollte sowieso sehr viel Musik hören. Das ist so das ist ein Hobby. Man macht das ja nicht aus Zwang heraus, sondern man möchte ja das Instrument lernen, man möchte die Musik gerne spielen, man fühlt ja auch ein bisschen mit. Und deswegen beschäftigt man sich damit und ich denke, ich kann mir vorstellen, dass sich viele die Gitarre selber beigebracht haben und das auch qualitativ auf hohem Niveau. Geht auch. Ohne Notenkenntnisse. Ohne Notenkenntnisse, das glaube ich. Also ganz ohne Notenkenntnisse wahrscheinlich nicht, da hast du recht. Ja, cool. Man muss schon wissen, es ist ja auch so, man muss die Töne ja auch, es gibt ja, wie soll ich sagen, es gibt einmal die Grundtöne, die muss man erstens wiederfinden auf der Gitarre, die gibt es ja mehrmals an unterschiedlichen Stellen. Zum Beispiel, wenn ich ein La spiele, dann kann ich entweder dieses La spielen oder ich kann dieses La spielen. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Oder dieses La. Das ist jetzt eine Oktave höher. Aber im Endeffekt muss man diese Kenntnis diese Wissen erstmal haben, ne? Dass es diese unterschiedlichen Noten gibt. Und man muss natürlich auch unterscheiden können, handelt es sich jetzt hier um ein volles, um die Grundnote oder um eine Zwischennote. Ja. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt hier ein Fa spielt, das ist ein Fa-Disk, meine ich. Und das ist auch ein Fa. Ne? Es ist ein ähnlicher Ton, aber es ist ein anderer. Ja. Je nachdem, welches Lied man spielt. Die ist nicht ganz eingestellt, muss ich gleich mal einstellen. Genau, auf jeden Fall gibt es halt unterschiedliche Noten zu einer bestimmten Note. Ja. Da sieht man auch von der Technik her, ne? Also wir spielen kurdisch von oben nach unten oder umgekehrt von unten nach oben, die untersten zwei Seiten. Ja. Cemil bleibt an einer Stelle mit Bağlama, mehr oder weniger. Ne? Ja. Also kennst du mal? Stimmt. Also ich bin auch nicht professionell, ich habe das Ganze anhand von Noten gelernt, ich habe mich damit auch beschäftigt, ich spiele jetzt auch nicht sehr, sehr lange, aber man versucht natürlich immer wieder neue Lieder zu lernen, ne? Sich ein bisschen mehr in den Bereichen aufzuhalten oder sich weiterzuentwickeln, die man noch nicht kennt, zum Beispiel wenn ein türkisches Lied zum Beispiel anfängt, also Uzun Hava, dann ist es ja auch so, dass man ein Açış hat, ne? Also so eine sentimentale, so ein Freestyle sozusagen. Dann spielst du hier unten. Genau, dann spielt man meist hier unten, weil hier sind sehr
hohe Töne, sehr. Ja. Man spielt halt eher hier unten. Ah. Du kannst ja mal Durchstunde spielen. Mhm. Kann ich zum Beispiel machen, ja. Genau, wie würdest du das spielen? Also Vielleicht können wir es als Vergleich einmal zumindest. Also ich führe vom oben nach unten, ne? Mhm. Und jetzt bei Jamie, Nee. der spielt auf alle 6 Seiten hier. Ich spiele nur auf 2. Ja, genau. Ja. Oh, jetzt will ich noch kurz überlegen, wie man das am besten langsam und genau. Da sieht man sehr, sehr schön. Also er bewegt seine Hand gar nicht, ne? Von der einen Stelle. Das ist einer der gravierenden Unterschiede zwischen Barlama und Düs, also Kurdisch. Ne? Ja, Genau. also da sieht man, weil viele Leute fragen aber, was ist Barlama? Was ist Kısasap? Kısasap ist eigentlich immer nur so für Genau. Barlama. Das heißt, ich spiele auf Seiten. Ich hole meine Noten über die Seiten. Es kommt auf Ja. die, genau, es gibt Kombinationen. Ja. Also eine Note ergibt eine Kombination von Fingerpositionen Ja, auf den ja. Seiten. Genau. Ja, während wir sagen, okay, und welche Lieder hast du im SAS-Kurs für Anfänger gelernt? Oh, gibt es viele verschiedene, ne, die man so lernt. Aber eines zum Beispiel spiele ich ab und zu immer wieder, auf etwas schwierigerem Niveau, weil ich das Lied sehr mag. Aber im Grunde kann man das sehr, sehr einfach halten. Man lernt es einfach im Grunde, weil man jede Note drin hat. Also alle diese 7 Noten hat man in diesem Lied. Und ja, ich kann es einfach mal spielen. Ja, spiel mal, das wäre gut. Re, re, si, do, do, si, 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 la, la. Do, do, si, 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 la, 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 la. Ne? So, Und quasi. hier, du schlägst alle 7 Seiten. Genau, ich schlage immer alle 7 Seiten. Alle 7 Seiten. Und das finde ich, also das ist für den Anfang auf jeden Fall das, was man machen sollte, ne? Wenn man sich damit noch nicht so beschäftigt. Weil die einzigen, also es ist schwierig, die einzelnen Seiten zu treffen. Wenn man die Noten und das Spielen erstmal kennenlernen möchte, dann am besten erstmal alle Noten spielen. Also habe ich es auch gelernt. Ne? La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ne? Am besten immer wieder diese Kombination spielen, dann gewöhnt sich die Hand so ein bisschen an die Gitarre. Man hat auch so ein bisschen, lernt man das Gefühl kennen, auch mal was zu spielen. Weil man hört ja auch die Töne schön und kräftig. Ist ja auch wichtig, ne? Weil dann hat man sozusagen auch mal gleich das Feedback, dass man richtig schlägt und dass man richtig spielt. Ja.
Hast du noch ein Lied für Anfänger? Kurz überlegen. Also eigentlich ein recht einfaches Lied ist auch Uzun Ince Bir Yoldayım. Kann ich mir auch vorstellen. Es ist nicht so schwierig. Man kann es lernen, wenn man das langsam spielt und dann halt immer ne? Also was heißt Uzun Ince Bir Yoldayım? Auf einem dünnen Pfad bewege ich mich. Sowas in der Art. Ne? Aha. Das ist eine Metapher, glaube ich, für einen Lebensweg. Lebensweg. Genau. Also das heißt, mein Lebensweg, ich sage mal so wie ein Brett, eine Brücke, wo ich mich bewege, ist sehr schmal und sehr lang. Ja. Und wie heißt das? Vom Weg abkommen. Genau. Dann würde ja da heißen, dann bin ich ja tot oder wie? Wahrscheinlich, ich glaube, es geht eher so um dieses Gefühl, was er hatte. Ne? Es geht ja um das, was er damals gefühlt hat, Aşık Veysel. Ja. Der Blinde, der Blinde. Der Blinde, genau. Und ich glaube, der wollte seine Gefühle dann einfach ausdrücken. Ne? Und das ist eine Metapher. In vielen Liedern nutzt man ja Metaphern. Ja, das stimmt. Ist ja bekannt. Ja, dann spiel mal. Uzun ince bir yoldayım. Jetzt musst du auch noch singen. Okay. Zusammen? Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Daha gari gari güle. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bravo. Sagt man auf Türkisch, Ellen, Asen Sauce. Ah, ja. Dankeschön, ja, richtig. Ja, also. Ja, genau, aber man muss das halt Schritt für Schritt lernen. Das sind keine schwierigen Noten. Das, was ich so ein bisschen eingebaut habe mit diesen, sag mal, diesen Zitterfunktionen zum Beispiel, das lernt man alles mit der Zeit, das muss man nicht am Anfang lernen. Ne? Mhm. Am besten spielt man die Noten erstmal ganz langsam, ne? Einzelne Noten und dann. Mach mal ganz langsam. Ganz langsam. Genau. Warst du schnell oder ging's? Nee, war sehr gut. Und ich würde dann mit meiner so spielen. Ne? Schwieriger, weil das ist ja, ich kann ja, wenn du erlaubst, darf ich auch mit deiner? Hast du? Ja, ich kann ja auch hier, da hört man, hier ist ja eine dünne Seite mehr. Ich spiele Düs auf ein Bağlama, Ja. auf ein Kısasa. Das stimmt. Danke, Jimmy. Ja, gerne. Also, das sind ja zwei völlig verschiedene Spieltechniken. Ne? Genau, Düse hat nichts mit der Gitarrenlänge zu tun, sondern Ja. mit der Spielart. Ne? Mit der Spielart. Also, das heißt ja, man sagt ja Kısasap und Uzunshap und so, okay, aber hier heißt es ja Düs, dass ich unten auf 2 oder 3 Seiten von oben nach unten